Zo, nog eenmaal Marius van mijn part. Zo schijn dat ik kan hier zijn. En dat we kennen waar God zijn woord hier. Dat is werkelijk een woord Gottes. Jeder woord is een woord Gottes wat we hier op de zondag brengen. En zo is het van jou. Ik had deze week, die je lijn hebt, een boek te lezen in de Bijbel. En dan best je door alle dijpanen te checken. En dat weer dat Jacobusboek. En wir wirklich ein schönes Buch. Ich habe es auch eine längere Zeit nicht mehr gelesen. So dann, falls ich war frischer und so ein Buch war, das eine längere Zeit nicht gelesen habe. Und dass wir scheinen, das Buch, in das Buch zu kommen. Aber ich hatte einen Kampf, als ich in das Buch anfange. Und der Kampf wir dort, Martin Luther, der gleicht das Buch nicht. Ik weet niet of je dat weet, maar dat Jacobusboek, James op Engels, Santiago op Spanisch. Dat boek, Martin Luther, je weet wer dat is, der heeft de Bibel nog Hochdeutsch übersetzt, niet zo? Hij heeft de Geschichte van de ganze Welt veranderd met dat wat hij deed, durch Gott. En hij gleicht dat boek niet. Wo geht dat? Dat ik would boek niet gleichen. Ik weet niet of dat zo, krijg zo euch weer. Aber hij heeft zijn zaken gesagt, als dat hij dat boek uit de Bibel uitlassen wil. Er is een zaak is dat. Nou, wo komt dat? Weet niet of je dat wist. Maar dan had ik een entscheidung te treffen. Wil ik dat boek op zo'n wijze lezen? Of wil ik dat boek op een wijze lezen dat de Heer Jezus nu te mij reden wordt? Wil ik lezen wat had Martin Luther in dit boek en dat ik ook datzelfde wilde doen hebben? Of wil ik dat boek lezen dat ik naar dat woord Gottes kom en dat leven brengt? En ik entscheid naar de andere kant, niet zo? Dat ze leven brengen. En dat deed ook. Wenn wat gleicht Martin Luther dat boek niet? Hij gleicht dat niet, want hij had nu groot ervaren dat hij weer endlich vrij. Hij braucht niets doen dat hij kan geraad worden. Niets. Hij braucht niet A, niet B, niets zijn. Hij wil geraad, einfach wens Jezus. Jezus had alles gedaan. De genade van Jezus, die reikt voor alles toe. Die had alles in de betoeld. Halleluja, wat we zeggen. Nu vangt dit boek aan te zeggen, wat hast du in geloven, hast keine werken? Jeroen had hij entdeckt, wenn hij komt van de katholische kerk en de katholische kerk zegt, wenn du in geloven aan Jezus hast en du ja schaffen was, vlees was du geraad worden. Nu had hij entdeckt, hij wil al geraad in Jezus en hij braucht nichts te doen. Nu komt Jacobus dit boek en zegt, hey, wenn du vlees werken hast, nee, Jacobus zegt niet zo, Jacobus zegt, kan geloven in den Wort der Werke gewesen worden. En nu kijkt Martin Luther de voeten aan en zegt, das Jacobus wel ook plus waar de Werke predigen en ik moet tonen en ik moet tonen. En hij heeft het erbij gezegd en ik zie vrouw dat hij heeft. Wens dit is überhaupt niet een boek, wat u nu reden plus van dat ik moet werken gaan, sondern dit is een boek, wanneer we door reich aankijken, wat ons einfach leren dat, wo kan leven im christlichen leven. Dat is een boek wat vele Judäen nennen zeiden. En wat sehr interessant in dit boek te zijn is, wer Jacobus wie, en dat helpt ons dit boek te verstaan, wen woord hij op zo'n wijze geschreven heeft, als hij deed. Jacobus wie de broeder van Jezus, de fleischliche broeder. Hij wie de broeder van Jezus. So hij kan Jezus, al door hij met een huma klapperen deed op een neel. Hij kan den al eier als de meeste mensen den kennen deden. Jezus wie wel de eerste, wens hij wie de halfbroeder wens, Jezus wie van Maria en den Heiligen Jezus, niet van Jozef, so hij wie de halfbroeder, aber in dezelfde familie wie hij opgewassen. En Jozef had Jezus ook aangenomen als zijn ene zoon en ook sogar de Bibel nannt als wanneer dat zijn zoon wie. So hij wie de broeder van Jezus. So hij had Jezus gezien in jeder poort van zijn leven, van kind aan bij hem sterven aan. En hij had ervaren waar de Heer Jezus nu Jezus komen deed. En interessant is te zijn waar Jacobus Jezus haar namen deed. Stel, denk je mal du an. Jesus wie der Bruder, der fleischliche Bruder. Und Jakobus sagte, diesen fleischlichen Bruder haar. Und wahrscheinlich wir all einige von den anderen Lehrern in der Kirche doodgemerkt worden, so wieder. Und Jakobus lebt ein bisschen lang, lebt ziemlich lang und er leidt die Kirche in Jerusalem.
De kerk die wir verspreid worden, die wir uitnomen dat is, die wir uitgejaagd worden door de vervolging. En nu leidt Jacobus deze kerk. Zijn broeder in de kerk leidt hij aandoen in Jeruzalem. Fand ich nicht so? Hij had een broeder wat groot gestorven weer en hij had een kerk aangevangen. Jezus had de kerk aangevangen, niet Petrus. Jezus had de kerk aangevangen. En zijn broeder, zijn fleischlicher broeder, der leidt nu wieder, Jacobus, in Jeruzalem. En wahrscheinlich, als je dit wunderbare Buch geschreven hebt, wie hier al een beetje Al Ramon. En hij heeft veel goede raad voor ons. Hij heeft veel wijsheid voor ons. En die wijsheid, die wil ik creëren. En die wijsheid, die wil ik in mij nemen, zoals ik kan. En dat is wat we van jou doen willen. Dit is een wunderschönes boek. Hij vangt aan met te zeggen, hey, weet je wat jongens, dat is goed, wanneer je proeven hebt, wanneer je verzekeringen hebt, wanneer het zwaar is. En dan wordt Martin Luther vielleicht gezegd, nou jong, dat boek te zien. En dan zegt hij, wanneer je worden zware tijden hebben en uithullen worden, dan word je sterker worden. Dan word je bestendig zijn, dan word je beaardelijk krijgen, dan word je vollständig worden, zo noemt hij dat. Je wordt compleet worden, dat zegt, je wordt perfect worden. Je wordt zo vollständig worden, dat je niet fijn in je is. So this man, der hat Erfahrung, der weiß, von was er redet. Wenn er sagt, wenn je schwere Tiden haben oder Verfolgung haben, dann ist es nicht, dass er bloß irgendwas sagt, sondern er weiß, wo das bedeutet, dass all die Menschen am viele doodgemerkt werden, alle in hunderte Städte weit und breit verspreid werden, die ferne Kirche wird alle taub in einem Raum wie in einer Stube und alle die hängen abheben, in Tongue reden, und was Gott anbeten, in Fall vom Heiligen Jesus wieder, das all die Kirche, der erlebt wird schwer, und wir nu in diesen Richtungen. Und er sagt, das ist gut, dass je da durchkommen, wenn sie worden stark worden. Und dann fängt er an, die Thema's ab zu reden, was alles konnte tun hier. Und ein von den Thema's, was ich von dir sagen will, ist von den Dingen hier, an der Tongue. Wir haben ein Kinderleid, was wir mit unseren Kindern harchen. Ich habe niemals an gedacht, dass ich nochmal mit Kinderleid harche. Nu vor wie duizenden Kilometer, werkelijk duizenden, in Brasil, dat zijn 2000 Kilometer aan, 2003. En wir hatten dort nach 1000 Kilometer Raumfahrt so, einmal bei einer Poorweg 5000 Kilometer. Und was habe ich? Deja de los niños venir, deja de los niños venir. Und so wieder. Und ein von den Leuten, was wir immer harchen, dort sage ich immer von La Lengua. Und dann sage ich das nie versucht mal zu singen. Deja de los niños venir, deja de los niños. Wir sollen mal versuchen, unsere Tongue festzuhalten. Und die singen das wirklich so. Und das sind immer kleine Kindertjes. Die singen met een tongue vast en verzeker te zingen. Wat hier zich zond. De tongue vasthouden en verzeker te zingen. En wie doen dat dan? En voortig met onze kinderen te houden en de tongue vast en verzeker te zingen. En dat schafft niet zo fijn, wenn es de tongue brukt wie. Zum Reden. En de tongue is een wichtig deel van ons Körper. Von der weil wir reden von Leben reden. Jakobus brukt het over het ganze woord, over het ganze Buch, over de 5 Kapitel, wat hij geschreven heeft. Immer waren, wanneer du dit sagst, dan dit en dit. En von der bloß von der Farge, wo wir von reden, oder von sagen, oder von der wir hier, wir wollen den nicht mal alle durchnehmen können. Wir wollen uns ein paar welche Farge über die Kapitel nehmen. Und das erste, weil wir fortgehen in Jakobus 1, Vers 5 bis 8, das sagt es dit. Wenn das bei irgendwem von jemand an Weisheit fehlt, dann soll er Gott doen fragen. Wils Gott jedem geeft in keinem Schalt, wat am de Weisheit geeft. Wils Gott jedem geeft in keinem Schalt, wat am de Weisheit geeft worden. Lot am über am Glauben fragen und nicht zweifeln. Ein Zweifler ist so als eine Wahl ab Meer, der vom Windhahn her gedreven wird. Wer zweifelt, soll nicht meinen, dass er von Gott was kriegen wird. So, als erster Punkt von der Jahr ist Weisheit. Als ich diesen Text lese, dass ich das erste Kapitel lese, dann merke ich meine Augen und ich sehe, ich habe mir Weisheit. Herr Jesus, füll mich mit Weisheit. Ich will weise Entscheidungen nehmen. Einmal sei wie weise Entscheidungen, das sind bloß die Menschen, die Gräben hoch haben, das sind bloß die älteren Menschen und so weiter. Aber in der Bibel noch kann ich weise Entscheidungen auch von jung an treffen.
Dat is wanneer ik furcht voor dem Herrn heb. En ik zeg, Herr, laat mij bij die zo zijn en ik wil die einfach doen voor jou. Geef mij wijsheid. En ik geloof erom dat hij mij die geven heeft. En dat hij die geven heeft. En dat hij ons die geven heeft. En dat we ongeveer wijs handelen kunnen. Dat we niet maar nur menschliche wijsheid en ervaringen handelen. Sondern dat we kunnen handelen naar wijsheid wat van boven komt. En dat is degelijk gemeend. Hoe immer ik zie, we kennen naar wijsheid vrouw. Ik weet, vele van ons hier, we zijn ouderen, we hebben kinderen. En we gebruiken wijsheid. Wat ga ik van jou aan? Wat wil ik van jou met mijn kind handelen? Dan kan ik even vragen, haar, geef me de wijze entscheidung, dat ik in den rechten moment mijn kind reich aankijken word, dat rechte wordt was hij. Andere van jullie zijn Jugendliche. Je wil je bevrijen. Je wil je niet met een Basenstok bevrijen. Je wil je met een persoon bevrijen für immer. Zolang sie op ihr hier zijn. Wat zei je dan te God? Herr, geef me wijsheid. Ik wil een wijze entscheidung treffen. Vier du mij naar deze persoon. Mijn mama, die heeft van klein op voor ons allen een gebed, dat we kunnen de rechte persoon vinden. En van jou zijn we niet alle bevrieden. Ik glaube, we hebben alle een wunderbare partner. Nee, je Schwester, we hebben alle kinderen. En dat, we zijn een wunderbare, gezegende familie. Eine Familie von Gott geführt. En weet je wat ik zei? Ik zei, wijze ouderen. Wat een nächste Generation nur wijsheid gewezen had. Maar wanneer ik nu krijg in een situatie zei, en ik voel me zo, ik brug nog een klein beetje meer, dan kan ik plötzlich zeggen, God, hey, check maar een beetje meer van dat eraf. En al wat hij dat checken, dan, een moment. Hij checkt de wijsheid. En dan, nummer 2, Jakobus 1, vers 19. We waren veel vers uitloten. Ik kan het ganze boek thuis lezen, wanneer je wil. Zeg zo. Meine Leibe Brüder, sieht schwinn bei der Sache im Harchen. Ich will euch gut euer reden. En wordt niet leicht al. We willen het meeste van jou van de reden leren. Reden. Van de reden. Van leven reden. Op het hem vertalen, bruk dat naar maar irgendwem te hartje. We kunnen niet alle tegelijk vertalen. Du moet irgendwer hartje. En weet je wat? Velkens heb je veel zeggen met wo ik den anderen toe harch. Dat ik werkelijk harch wat hij mij zegt. Dat ik kijk wat zijn je feilen zijn. En dan zegt dat hier, mijn lieve broeder, ziet schwint im harchen, evenlijk goed je reden. Einmal is dat wijs, Jeroen had wie gezegd, wie willen wijsheid hebben. Einmal is dat wijs, dat is een fijne, spoesje Geschichte erst al ableppen. Den andere wordt zo sehr lachen, wenn ich das vertel. Dan tukst de Heer Jezus aan, dat ga ik vertellen. Dat wordt niet helpen. Die wordt met irgendwem dam leren, omdat je dit zeggen kost. En die wordt aber zo sehr lachen. En de Heer Jezus werd, ik word je vertellen, er zal hier, ik ga mensen losgereden. Wat zegt de Bibel? Dan best je wachten. Vraag ze maar in Heer Jezus, dat is je 6 jaar, nee? Oké, dan weet je dat je reden zo. En wat hij die krijgt, zei, wat u zei zo. En wat u reden zo. Harch leider uit toe. En er staat bloos het losbrummelen en bloos zeggen wat allemaal doet komt. Harch, ik wil eigenlijk goed wat te zeggen. Niet leicht al worden. Wo bozig komen de lippen in onze tong even. Ik had alleen het van de Mars even met mijn broeder Klaus, mijn Noba, te beden. Zondag tidig Mars, top komen te beden, dat is wunderschön. En dan reden we een beetje over de tong. En over wat we reden. En waar de tong een van de zaken is, wat het leegste uitklappen wil. Een ander ding is onze seksuele weltvlecht, onze seksualiteit. Dat wil ook zo zeggen, leg uitklappen dat we Entscheidungen treffen, wenn es die seksuelle Drift ist und die nicht sehr gut sind, oder nicht gut sind. Aber die Tongue, der ist noch positiv, der ist bloß, der ist all right im Reden. Brückst nicht mal den Wechsel auf. Der ist right im Reden.
de tong. En we kennen immer waar zei, hey, tong, du bist den Heiligen Geist zien. Deze tong hier, die überlegt, ja, die redet het. Dat is den Heiligen Geist zien. En God wordt durch mij reden. En er steht al worden, red liever live. Red goede zaken, live. Bewijs live met die tong. Ik leg de Mensencounter zeggen. November, anfangs November ist ein Paraguay ein Mensencounter. Wir probieren auch dort zu sein. Und eine Sache, was ich durchgelehrt habe, ist, die Männer, die du sind, entscheiden sich immer, das Gute von den anderen zu sagen, ja, aus das Schlechte. Sehr viel mal, dann habe ich lange Kapitel Schlechte über eine andere Person. Aber wir haben doch ein gutes Kapitel über den. Dann habe ich das gute Kapitel sein. Brücke gleich all die ewige Kapitel sein. Wenn es wir das gute Kapitel sein wurde, dann wurde du auf einmal du einer viel mehr gute Kapitel kommen. Einer den Mann sein Leben, einer der früher an sie eine Kinder. Als mal dann denkt wir an sie Kinder so, dann ist das da wurde, ist glaube ich das leichteste Tüß in der Familie mit den eine Kinder, wenn die nicht kriegt sie Chicken, nicht kriegt sie Hohnlust, die alle. Und dann kommt das all vielleicht über den das all wurde. Und ich habe gesagt, ich will lieber horchen. Und ich will ein bisschen warten. Ich will horchen auch, was der Heilige Geist sagt, was ich nu sage so. Jakobus 1, Vers 21. Die Gott seine Wert annehmen. Das ist das Jahr, wo wir leren, auf Gottes Stimme zu horchen. Und wir wollen das uns ganzes Leben tun, aber das ist ein besonderes Jahr dafür. In Jakobus 1, Vers 21 ist so ein besonderes Wort dafür. Das sagt, so legt alles auf, was rein ist und was schlecht ist. Und nehmt das Wort wellig ab, das in Jün geplant ist. Und die Kraft hat jene Säulen zu raten. Wisst ihr all, dass das Gottes Wort in dein Hort geplant ist? Das Wort, das ist nicht ein Wort, das bloß auf Papierblättern abgeprintet ist. Das ist ein Wort, das in dein Hort näher geplant ist. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, verjährt mein Leben, merkt mich eine neue Person, dass wir in dem Moment, wo der Heilige Geist sagt, check, das Wort ist dient. Du hast es noch nicht mal ganz durchgelesen, dann sagt er, ich will dir das ganz schenken. Wisst du, dass das Wort in die ganz geplant ist? Das lebt in die Bänder. Und nochmal wirst du ein Bibelvers lesen, und du hast den vielleicht noch niemals gelesen, und die freut sich über das, wann du den gelesen hast. Weißt du, was das ist? Das ist der Heilige Geist, in die wird die bloß erinnert, du hast hier das all in die Bänder. Das wird erst in die Nähe geplant. Und der Heilige Geist wird dir immer weiter nur diese Wert zurückbringen. Der Heilige Geist hat sein Wort in die Nähe geplant. Und weißt du, was das Wort ist? Das ist nicht ein Gesatz zum schlonen. Das ist ein Wort, das frei macht. Das ist ein Wort, das Freiheit bringt. So ist das hier sagt, das errat uns für unsere Ewigkeit. Das ändert unsere Emotionen ganz. Das ändert ganz, wo ich fehl. Wenn du die vielleicht durchgeschlagen auffällst, merk dem Psalm 23 auf. Das wird einfach ändern, wo du den Moment feilen lässt. Wenn das ist ein Wort, das Kraft hat. Das ist ein Wort, das abheben wird. Das ist ein Wort, das nur Ewigkeit bringen wird. Das ist ein Wort, das nicht bloß für 1 oder 2 Jahre gut ist, sondern das ist für immer geschrieben. Und das Wort, das wir von Gott kriegen, das ist von dir kriegst du niemals aus dem Tag, wo das geschrieben wird. Das ist von dir kriegst du anzuwenden in dein Leben. Jakobus 1, Vers 22 sagt dann, je moet aber daunen, was das Wort sagt, weil es bloß hören, redt nicht tun. Selbst beschimmel je uns selbst. So, wir können das Wort anfangen anzuwenden im Alltag. Wir können anfangen, nur zu leben. Einfach, wenn mir das Wort das sagt, dann tue ich das. Wenn das Wort mir sagt, ich soll gehen für den anderen beten, dass ich nicht gesund sein kann, dann gehe ich einfach. Ich fange dort an, zu leben in mein tägliches Leben.
Dat is ook hier zo, dat we dat hier doen willen. Maar dat is ook wanneer we hier uitkomen. Wo ik zie, heb ik een woord in mijn materiaal. Wat ik over kan, wat ik aldag uitleven kan. Ik kan dat doen wat dit woord zegt. En de Heilige Geest, die wordt ook te mij reden. Die wordt mij ook weergeven door mijn Schwester. Wo hij zei, wat kijk, dit is wat ik die van jou zei. Want dit is van jou voor die een woord. Van jou wil ik die hier uithelpen uit dit bladlag wo die bijna bent. En pak dat woord aan en ga uit. Hij wordt die eruit vieren. Gisteren waren we hier met de Jugendtop. Over dit in de reden, over identiteit, over identiteit. Wer zijn we in Jezus? Want is de karnet wat ik in Jezus heb? De mens heeft gezegd, Ramans, du bist verloren, du bist vernuscht, du bist gleich gut genug. Keiner läuft in die Hand, alle Hände wird für uns. Jesus sagt, ich habe die Rat, ich habe die Frie gekauft, ich habe die Frie mehr. Wir haben hier ein Theaterbuwe, wo wir dort sein können, wo Jesus uit ons tot uitholen deed. Hij holt de lasters, hij holt dat bij zich, hij holt dat alles uit ons uit en hij jaagt ons niet het leven in de stad. En dan vangt dit ganze Buch an, ein Satz te brücken, wo dat zegt, hou die tong im Tom. Hou die tong im Tom, dat is mijn vierde punt. Weet je wat een toom is? Alle jongens, die weten wat dat is. Niet zo besonders, die wat met 4 Pier aan je gaan hand. Ik kan niet veel Pier reden, maar ik weet dat wanneer een Pier reden wil, is dat toom zeer wichtig. Wanneer du dort abzaten is, dan merkt je Unterschied, waar dat schaffen dat. Hou die tong en toom. En wenn wir mal sagen von jou ist das toom de Heilige Geest. Das ist nicht unsere Kraft, das ist nicht deine menschliche Kraft, was nu wird, jeder wird immer reich sein. Und diese Botschaft, die ich hier bringe, weil ich den Sohn nu sage, du hast es verspielt. Wenn ich weit von einzelnen von ihnen habe, ich habe falsche Werte geredet zu meinen Kindern. Ich habe falsche Werte zu meinen Partner geredet. Weißt du was? Diese Werte, die falsche sagen, die sind alle zwei gemerkt in der Kraft von Jesus Christus. Und du hast den Heiligen Geist gekriegt, um anfangen, mehr und mehr die rechte Werte zu reden. Das ist nicht die eine Kraft, die rechte Werte verbringen, sondern der Heilige Geist. Und alle Beise, ihr Pfeile von, ich sehe nicht gut genug, ich habe so viel schlechte Werte geredet, die mache ich hier verloren im Namen Jesus Christus. Nu, in diesem Moment. Nu, in diesem Moment. Jakobus 3, Vers 1 bis 12. Das ist ein von diesen Texten, was sich hier redet, aus wann die Gott sind und aus wann die jähen ans Gehen. Und ich will die trotzdem lesen. Und wir wollen aber von der anderen Kant von der an diese Versen angucken. Sorry, ich will lesen Jakobus 1, Vers 26. Das ist das erste Mal, wo die dort sagen. Wenn wir meint, dass Gott dient und kann seine Tongue aber nicht im Taum holen, der schmerzt sich an als so ein Mensch, der sein Gottesdienst vergebens ist. Und dann wollen wir lesen in Jakobus 3, Vers 1 bis 12. Und der Heilige Geist wird uns von dir Leute nie an diesen Text angucken, nicht negativ, sondern auf eine schöne Weise. Das sagt es dit in Jakobus 3, Vers 1 bis 12. Denkt nicht nur Lehrer zu werden, meine Brüder. Denkt daran, wie Lehrer waren strenger von Gott beurteilt worden. Wir lassen uns alle verschiedene Schulden kommen. Wer in all seinen Reden nichts Falsches sagt, ist ein vollkommener Mann und kann seinen ganzen Körper beherrschen. Wenn wir die Pied abteilen, dort uns der Horchen machen, dann haben wir die dadurch ganz in unsere Gewalt. Kijkt einmal nur die große Schip, die vom starken Wind gedreven waren. Die waren vom Kapitän mit einem kleinen Ruder durchgesteuert, wohin er will.
zo als ook de tong een kleine let en kon grote dingen aanrichten. Wat voor een grote wild kon doch met een kleine vier ongestekt worden. En de tong als een vier. De tong als een eierrechte Weltmann an sich leder. Die den ganzen Körper vereinigt. Die zat onze ganze Natur in Flammen mit vier direkt uit de Hal. Menschen haben allerhand Tieren, Vögel, Kryptieren und Watertieren können merken. Aber die Tong, dat je denk, voll doodbringende Gift, kann keiner unter Kontrolle bringen. Met de tong lof wie Gott, den Vater. Und met de tong pflegt wie den Menschen, den nur Gott sein Bild geschaffen sind. Uit ein Mühl kommt loven und pflegen. Meine Brüder, das soll nicht so sein. Jeft eine Qual uit ein Loch seitet in bettert Water zugleich. Kann ein Feenbaum Oliven oder Weinrank Feen drauen. Gerade allmählich kann eine solche Qual zugleich seitet Water geben. Das ist so weit für nu diesen Tags. Jakobus sagt hier in den ersten Versen, das 3. Kapitel, drängt u nicht Lehrer zu werden. Dan had ik meest een Kampf, dat ik diesen Vers hier nicht lesen will. Aber der Herr Jesus sagt, wir lesen ihn trotzdem, wenn es uns in der Bibel. Und was will ich denn nicht lesen? Wenn es ein von den Gebeten wird, wo ich viel bete, Heidi und ich viel bete ist, dass wir hier meine Botschaft da kriegen, meine Mann und Früh, was das Wort Gottes predigen. Und wir haben die letzten paar Wochen hier wunderbare Monate, wunderbare Männer und Früh zu sein, was das Wort Gottes gepredigt haben. Was nicht Heidi und ich werden. Und das ist durch Gott seine Kraft, dass das passiert ist. Wir loben Gott dafür. Für jeden Weg, für jeden Sinn, so was hat Abraham ein passendes Wort. So passend. Für unsere Seele alle. Seine Erfahrung hätte, was er gehabt hat mit Gott. Und wo uns Leben abgehoben wird. Für jeden Sinn, das Mars wie Werner. Und hat ein schönes Wort hier. Wat ze merkt in een ries vangen te over hem kennelijk Gottes. En dat we zo'n dichterin dat woord, dat even de weg, komt mij nog bij mij en komt met ganz geriese hängen. Ik zei, du hast reich gedaan, du das geriese hängen haben. Wie meint dat jäslich? Ik weet, aber dat zijn wir wat dichterin, wens die zijn zo dichterin, dat we vrijdag nog aan dat woord van zinnig denken. Dat zijn als Gott seine Kraft hat, dat paar weg. De laatste paar Weken einmal weer Klaus hier, wir haben von Brasil Mann gehört und so wieder und so weiter. Regina hat hier gepredigt. Meine Frau Heidi, in das ein Gebet, was wir haben. Nu sagt dat hier drängen die nicht Lehrer zu sein. Und ich dachte, das mag ich lieber einladen. Wenn es das alles sich ein bisschen da drängen, das alles sich da je will Lehrer zu sein, zu predigen. Aber weißt du was? Wir brauchen uns nicht drängen, Lehrer zu sein. Wir brauchen uns nicht drängen, ich muss predigen. Ich muss die Plattform kriegen, dass ich irgendwo für Menschen stehen kann. Sondern der Herr Jesus wird uns hier bringen. Ich brauche nicht sein, wo ich hinabkommen kann mit meiner Kraft, sondern der Herr Jesus wird uns hier bringen. Jakobus weiß, wie viel Einfluss dieser Stadt hat. Der weiß, dass diese Stadt kann gefährlich sein, hier von für viele Menschen zu reden. Und er sagt, dräng die nicht durch noch an. Lass den Herrn Jesus die durch bringen. Hij wil niet te zijn dat we voor Gottes woord predigen, dat we voor leraars mag ons aan. En zij wil zelf zijn. Hij zegt er in je voor. Maar weet je wat? Van daar is veelmaal deze stad weinig Einfluss als dit hier. Du kannst hier eine Stelle merken. Und du erregst mehr Menschen, als du willst von hier boven erreiken. Eine Stelle. Wann Wort stellst du ab dit denk? Dit is ook een geredenet woord. Ook wanneer dat schrijven is. Dit is een woord. Ook wanneer dat plus een video is wat een andere gezegd heeft en du den plus compartieert is in die stellen.
Dat is nog een woord wat uit 10 mil komt. Wens du hast gesagt, ik heit het goed. So wie alle zijn leraars. Wie alle schicke Sachen in de wereld nemen. Durch ons denken. En dit kan wunderbare Botschaften in de ganze Welt schicken. Versteht mich nicht arg, dat is niet dat het arg is dat we ons van brücken. Die Frau, dat we zo weit gekommen zijn. Wenn wir kennen Menschen met Jezus zijn woord erreichen, dat is nog niemals zei. Durch ons van. En wel we dat doen. Maar wel we eraan denken, ik dat wegschick. Is dit van God? Is dit de Heilige Geest wat dit woord zei, hey, dit willen we eruit checken. Dit willen we in de wereld bekend geven. Dit is een woord om vrijmaken. Jacobus wist hoeveel invloed we hebben. En hij wist dat er een voor wir. En hij wil ons einfach helpen, zei, drink je niet er nog aan. Laat dat leven van Heilige Geest je leid worden. Dit woord reden, deze 12 kapitel reden van, wil ik wie de omjeen verjeftet kennen. Wil ik wie kennen met een groep mensen te zijn, een krans te reden drinken, 10, 15 mensen. En de ganze krans redt op eenmaal negatief, meer en meer. Hij wist je voorhand, wie kennen jeften in de omjeen. Aber dann redt Sprüche 18, Vers 21 und sagt, dienen meine Zunge hat die Kraft über Leben und Tod. Und du kannst von dir anfangen, sagen, durch die Kraft vom Heiligen Geist, nicht durch meine, wo ich anfange, Leben zu reden. Ich will anfangen, Segnungen auszusprechen. In der Sprüche 18, Vers 21 sagt ich, dass ich will mit der Frucht leben. So welke vrucht best u van jou ernten? Dat is wat u gisteren gezegd hast. Dat wat u van jou ernten is wat u gisteren gezegd hast. Is die dat duidelijk? Wat u van jou leven is zijn die Wert van 4 Monaten. So die woord wat u van jou entscheidt, über die Lippen en über die Hort te brengen, dat is wat u maar erleben wordt. Wanneer du anfängst, Gesundheit en Freiheit te reden, dan wirst du dat maar, dan wirst du die Frucht sein. Dat is niet mijn verspreken, sondern dat is Gott zijn verspreken. Dat wat du, die Frucht, wat du zeggen wirst van jou, die wirst du ernten. Du wirst dat ernten. Dan zegt het in Jakobus 4, Vers 11, red niet schlecht, hänge den Regen van die Bruder. Zo leeg is het, negatieve gedanken van zijn Bruder te zijn. Aber Epheser 4, Vers 29, geeft ons zo een gouden rote ver. Hij zegt, red nicht. Epheser 4, Vers 29. Red nicht, wat de nächsten schonen kan. Red bloos dort, wodurch die geholpen worden, die je hieren. Red bloos dat de nächste kan geholpen worden, wat hij hiert. Beledig Gott seinen Heiligen Geist nicht. Willst du Jesus Gott sein Ticken, dass uns ehend, die Garantie, dass der Tag kommt, dass wir hier rückgerat worden. Weet je wat? Wenn du und ich schleichen von unserem Bruder reden, am nicht abgeben mit unseren Wirten, dann wird der Heilige Geist traurig. Dann wird der Heilige Geist traurig. En mijn ziel, en mijn verlangen is, en mijn geschrecht is, en mijn gebed is van jou, dat u en ik ontvangen den Heiligen Geist mutig te maken, en lebendig te maken ons, dat hij mij afvier krijgt. Weet je ook wat deze Tag zei, dat durch een woord van die tong kost u een ganzen Bosch aansteken. Wel we dit woord eenmaal omdraaien. En dat van een andere kant betekent, ja, met een woord kan ik vele twee maken, maar weet je wat? Bosch, er vele bomen, dat zijn dus een groep mensen. Ze willen zeggen, hier zijn hier een Bosch. En ik heb de gelegenheid, er wie hebben de gelegenheid, door een woord dit Bosch aan te steken, ook op een gouden weg. En dat
Vier vom Heiligen Geist wordt vielmal in der Bibel geredet, als dat brennt alles bij ze weg, wat du nicht aangeheert. Maar weet je wat dat vier ook is? De Jeen wordt Gottes. Als Moses een boom jeet, en de boom brandt en brandt, dan is dat vier de Jeen wordt Gottes. Als Moses durch de Wüste gegaan heeft, en als hij daarna, wanneer het koud weer, hadden ze een waldjes van vier. En dat vier is dat wat ons beschützen heeft. Dat is wat God zijn Jeen voor ons brengen heeft. En dat is de kracht wat du en ik op onze tong hand van Deel nu hier op onze steden. Dat een ganze hert van mensen angesteckt worden. Van de beschützung Gottes en van de kracht Gottes. Dat we vol van vier zijn. Onze tong, die leidt ons nu om leven te reden. En we kunnen ontvangen dat leven uitspreken, dat leven uitspreken. En wanneer we een kapitel terughouden in Jakobus 2 vers 12, dan jenkt me dat ganze buik in werkelijkheid op. Dan kan ik dit ganze buik op einmal verstaan, wo dat van de tong redet. So viele negative Sätze habe ich gelesen und ich dachte, hey, wundert mich nicht, dass Martin Luther das Buch nicht gleich hat. Aber als ich den 12. Vers lese und verstehe, dann wird mir das deutlich. Wenn du sagst, es das redet und handelt aus Sohnen, die durch das Gesetz dort wirklich frei macht, beurteilt worden. Redet und handelt so, als Sohnen, die all frei gemacht sind. En woont is dit gezegd wat werkelijk vrij maken heeft. Dat zijn een paar versen, hoe hij dat zei. Dat is dat niet gezegd. Wat Jacobus zijn broeder, Jezus, geeft dat. Leeft je einer den anderen. Zoals ik ook je leven doe. Wanneer du en ik einer dat gezegd van de leven zijn, dat we ons leven einer den anderen. Zoals we de laatste 3 weken al gehoord hebben. Wanneer we einer dat gezegd van de leven zijn. En dat dit gezegd ons beheerst heeft, dan vangen we ons zo te reden. En zo te leven, dan vangen onze Wirt zich aan te stellen. En ik weet, zoals vielleicht über deze laatste 20 minuten, zoals ik al groot zie, vielleicht is de Heilige Geest wat die aanmoedigt heeft, hey, du kannst deze week onder Wirt reden, dan is het goed. Maar vol van dat de beste vriend is, wat die zegt, hey, die Wirt zijn, bet nu niemals gewas, du warst niemals goed uit ernten. Dan zei ik, te niet met dat, 2 met dat. Wens du kannst entscheiden, hoe je dat gezegd van het leven te leven. En dan vangen zo te reden en zo te leven als dit gezegd is. Amen. Zo als dat gezegd van Jezus van leven reden deed, zo kost je handelen. Veelmaal bruk wie dat het gezegd, dat de Heilige Geest eerst naar ons aankomen deed. En dan vangen we van bijna aan naar Ruud aan te änderen. En die heeft God al de weer al een nieuwe plan, zoals we zeggen. En die Jezus is dat al een nieuwe plan. Want een kind Gottes best, die zien weer zijn een perfect nieuwe plan. Ganz perfect. En we kunnen dat toelaten, dat er de kracht van Heilige Geest ontvangen eruit te komen, dat hij ook over onze lippen komen. En dat we ons niet schämen worden. Dat we worden ons niet schämen, zijn heiligheid te reden. En dan waar we zijn. Red en handel als zonen, wat al vrij gemaakt zijn. Dat Buch redt nog vele meer Sachen. Ein woord wat dat zegt is, laat ihn jo zijn, die nee. Dat bedient voor ons dat we immer kunnen de waarheid reden. Dat ons jo is en ons nee. Wir brauchen nicht große Versprechungen mehr, sondern wir sagen einfach ja oder nein. Und wir leben nur aus freien Märkten. Wollen wir unsere Timers? Frau und Weisheit. Wir brauchen Wert von Weisheit. Horch nur der Wert, was er sagt. Nimm diese Wert an, wenn du die hier hast. Nummer 3. Nummer 4. Halt deine Zunge in Ton. En wer is de toon? Wer is de toon?
Der Heilige Geist ist der Tom. Der Heilige Geist ist der Tom, der unsere Tongue kontrolliert, das nicht mein Fleisch. Und der letzte Punkt, Nummer 5. Dort sind im letzten Kapitel, im 5. Kapitel, ein von den schönsten Kapitels im Neuen Testament. Du sagst, das ist das. Jakobus 4, Vers 13 und wieder. Mord wer von jüngsten Lieden, dann lot am Beten. Es wäre glücklich, dann lot am Dankleider singen. Als von jüngsten wer krank, dann lot der Älteste von der Gemeinde kommen und ewig anbeten, Namen Jesus die Nomen mit Eul bedeuten. Und dort Gebet im Glauben wird den Kranken helfen und der Haar wird am Abrechten. Und wenn er Sinn begonnen hat, der wird am verjeft worden. Bekannt jene sind in einer zum anderen. Und bet einer für den anderen, dort je können geheilt worden. Dort Gebet von einem Gerechten kann viel utrechten, wenn dort ab ihren ist. Das 5. Punkt, den ich beten und singen. Du kannst über deine Lippen die Kontrolle vom Heiligen Geist nehmen. Und er wird deine Lippen anfangen zu brücken. Wisst ihr, dass ein von den Tekens, dass du voll vom Heiligen Geist bist, ist die Zunge. Wenn es in der Bibel so bosig war, in Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist ja Wort fangen an zu tun, die fangen an zu reden. Ein Teken, dass wir Leute uns voll vom Heiligen Geist merken, ist, dass das Evangelie wird im Müll. So ist es im Alten Testament, sagt, du, wo uns Hort von voll ist, du schild dort Müll. Und weißt du was? Wenn du voll vom Heiligen Geist bist, dann redest du dort. So sie gefällt vom Heiligen Geist. Ein Teken ist auch, wenn du voll vom Heiligen Geist bist, dann fängst du an, in andere Sprache zu reden. Dann kannst du anbeten. Dann fängst du an zu singen. Dort ist ein Don't, als du den rechten Ton singst oder nicht. Du in den Traktor, in deine Kirche, im Banjo, beim Duschen, wo immer du bist. Du hebst deine Stimme nach hoch und fang an zu singen. Mit deinen Kindern fang an zu singen, wo herrlich er ist. In diese paar Vers, die jeder uns aus ein Rezept. Wenn du Lieder das, dann beten. Wenn du Lieder das, dann beten. Dann fang an zu sein. Fang Gott an zu sein, wo du Lieder das. Ich weiß, in meinen Teenagerjahren, wäre der 1-2 Jahre, was sehr, sehr schwer wäre. Und ich weiß, wo Feiholen für mich das Schönste wäre, was ich erleben kann. Wenn ich kann reden zu Gott. Ich kann beten zu Gott. Ich kann am sein, wo ich mich feile. Ich bin im Lieder und ich kann beten. Ich habe Situationen, wo ich dachte, ich würde niemals davon freikommen, wenn ich versuche mit meiner eigenen Kraft. Aber ein kann ich in diesen Liedern, auch wenn ich nicht reich nachdenke in dem Moment, ich kann weins reden zu Gott. Und ich kann in diesen Momenten, wo ich rede, check dieses kleine Biet, das just genau, wo ich mich festhalten kann, dass ich durchhalten. Dann sage ich, wenn irgendwer von Ihnen glücklich ist, dann lass ihm singen. Ich will dir von dir sagen, wenn du wirst glücklich sein, dann fang an zu singen. Wenn fang an zu singen, dein Hort wird sich anstellen. Fang an zu singen, das Hort wird glücklich werden. Im Psalm sagt dort, oh meine Seele, fang an zu singen, dort du kannst glücklich werden. Nicht gleich mit dieser Wied, aber so ungefähr. Ich singe, dann kommt dort glücklich sein heran. Und wenn du glücklich bist, dann so besaust, dann sing. Es von jemand wer krank. Das Rezept ist einfach. Ich ging zu Jerot. Eine Minute, als der Gottesdienst anfangen, ging ich dort hängen, im Banjo und kom durch. Und du auf der Bänke, wo dort in einer Stube sind, du sollst eine Gruppe von 5 Jugend. Und die hören und verstehen, was Jakobus 5 sagt. Wenn einer von ihren Freunden wird krank, ich weiß nicht, was der hat, was sagt sich so, der fühlt sich nicht sehr gut. Und der andere Junge stünde durch und lehrte den Hängen am Beten.
das Rezept, so einfach als das. Hol dir irgendwo Öl von deiner Kirche. Und wenn das Öl schmer ist von einem Taler, hol die Öl. Das ist ein Don, als das von Israel kommt oder nicht. Wenn das von Israel kommt, dann scheint es wunderbar. Aber das geht nicht um das Rezept von wo das Öl kommt und das Öl, no, das geht um das, dass wir gehorsam sind. Im Namen von Jesus, am mit Öl bedeinen, am der Hänger bleiben, und das sage ich, hey, Wort, hier sind Worte. Hey, Wort ab Jehova Worte. Das ist nicht mein Versprechen, das ist Jesus sieht. Hey, Wort ab Jehova Worte. Und dann sage ich dort, wenn du sündest, weil wir jetzt mal checken die erste, wenn wir lieben, dann beten wir. Wenn wir glücklich sind, dann singen wir. Wenn wir krank sind, ist das Rezept anzusolven und hängen abzulegen. Nicht, wenn dort ein Rezept ist, sondern wenn wir dort mit dem Glauben tun. Das ist nicht dort Eil du abgehört wird, sondern ans Glauben, von wo wir dort tun. Und wenn du sinnest, wenn du erinnert hast, dann bekannt jene sind der eine zu dem anderen. Und weißt du was? Vielmal wird das Bekennen von der Sünde als was Schlechtes gesehen. Warum habe ich das sagen, was ich getan habe? Wenn ich durch eine Versicherung komme, dass ich fühle mich, dass die weise Feind mich irgendwas anderes will, aber mein Fleisch will was in mir. Und ich nur Jake go und sage, hey Jake, kann ich dir das sagen von dir? Dann sage ich dort hier, dann wo ich Freiheit und Heilung kriege. So, das ist was Positives, wenn ich bekenne. Das ist nicht schlecht, wenn du nur deinen Bruder jetzt und sagst, hey, ich kämpfe mit das. Das fällt mir noch schwer. Lass kommt mir das Gedanke ab. Das heilt unsere Seele. Das merkt uns komplett. Das heilt deine Seele, das bekennen. Geh nach einem Bruder, geh nach einer Schwester und sag, hey, ich will dir von dir was mitteilen, was bei mir schwer ist. Und du wirst spüren, wo du eine frische Zeit über deine Seele kommst. Du wirst spüren, wo die Ernährung kommt. So wollen wir unsere Sachen. Ich will von dir sehen, wie wir wollen Leben reden. Wir sehen das Erste, dass wir nur wissen, Frauen kennen. Dass wir Harche kennen, was uns sagt. Und dort, was uns sagt, du wirst viel wissen, bei sein. Dort wir Nummer 2 Harche. Nummer 3, Gott seine Wied annehmen. Dort, was uns so gesagt hat, oder was uns nie kriegt, sagen will, dort abnehmen uns. Nummer 4, die Tongue im Taum holen. Und der Taum ist der Herr Jesus, der wird uns lehren, der rechte Wied zu reden. Und der Weg, wo wir reden wollen, wird nicht mehr sein, dass ich mich bematte, gewisse Sachen zu sagen, sondern ich handle und ich rede von dir aus, wer Jesus mir gemerkt hat. Ich habe eine Identität in ihm. Ich weiß, wer ich sie in ihm. Und du fange ich an, nie an zu reden. Und Nummer 5, ich fange an zu beten und zu singen. Ich fange an zu singen mit anderen Tauben. Ich bete für die, die leiden, die krank sind, die soll weg an. Und ich leide hängen ab im Glauben. Und ich sage, das Bekennen von das, was mir noch schwer ist, als was gut ist. Als was mich frei macht und rein wascht. Und vielmal bringt das Heilung über schwere Krankheiten. Wenn du kannst einen Sinn loslassen von deiner Seele. Jesus hat dir lang vergeben, lang. Das ist alles vor dich. Aber du, dein Mensch, dein Fleisch, hast noch angehört und du sagst, du nimmst das nicht an, dass Jesus das vergeben hat. In dem Moment, wo du jetzt nur deinen Freunden sagst, hey, mir fällt das noch schwer, das eine. Mir fällt das schwer, das anzunehmen, dass Jesus das all getan hat. In dem Moment, wo du das bekennst, dann kann die körperliche Heilung passieren über dich. Lass vor wie nur Freunde in eine Früh sehen. In dem Moment, wo sie das bekannt hat, dass sie andere gerecht hat, von was sie eten dürfen. Sie hat immer gecheckt, der andere, der hat reich durch, der hat zu viel Gras, der hat zu viel Zucker durch.
In dem Moment, wo sie abgehört hat mit dort, wo sie dort erkannt hat, dass dort arg war, wo sie dort gesagt, über ihre Lippen gebracht hat, in dem Moment hat ihre Mehlware abgefixt. Sie können kein Mehl eten, kein Mehl. Und in dem Moment schob dort perfekt war. Ein Bekennen. Und den Körper kann 100% gesund sein im Namen Jesus. Halleluja. Steht ab mit mir taub. Das ist ein Wort von Gott für dich. Und der Herr Jesus ist perfekt. Er sagt in der Bibel, dass er wird uns leiden. Er wird uns leiden nur alle Wahrheit. Der Herr Jesus wird uns leiden nur die Wahrheit. Und er wird uns Rede lehren. Der Herr Jesus wird die Rede lehren, wat te zeggen en wo du leven reden kost. Krijg het woord nu. Ik bid je bij die krijg het woord nu. Dat onze tong kan einfach durch die Kraft vom Herrn Jesus verändert sein. Wir wollen dort reden zu uns einen Hort und zu unseren Brüdern und Schwestern, was dein Wort ist. Soll uns an, heil die Kranken nu. Und lass uns singen und glücklich sein. Lass uns beten einer für den anderen. Wenn wir in diesen Weg nennen, dann seien wir nu al prophetisch, wo wir hier waren von dir und wo durch unsere Tongue wird ein ganzer Barsch angesteckt worden für deine Herrlichkeit, verscheuert, vergeudet. Und wir wollen die loben, die Preise, Jesus, mit unserer Tongue. In die Namen Jesus, sei wir alle taub. Amen. Halleluja. Amen. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet und du kannst ihn sehen sein mit deiner Tongue für deinen Bruder. Amen. Wenn irgendwer Gebet will haben, wir wollen was Frisches anfangen. Hier, ich würde fragen, dass gewisse Lehrer hier an Jana einkommen. Ich kann hier nur diese Eik, Janus Merim, nur die einkommen. Kann du ankommen, vielleicht schicken Anna oder Benjamin Iva oder wenn irgendwer anders will. Und der wurde hier stolz geblieben, wenn du was Gebet haben, dann kannst du ankommen, einfach nur Gebet fragen. Wie eine Idee, was wir uns ein paar Wege trägt, was eine Person mit Frau hat. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben nicht jeder Sonntag hier, dass Menschen können noch fair kommen zum Beten. Aber vielleicht kommt eine Seite von dir mit einem Thema, was sagt, ich will darüber beten. Dann sollte jeder Sonntag eine Gelegenheit sein, wo du anbeten kannst. Und Menschen, die dir hängen bleiben, die eine Umarmung geben, die ein Wort von Gott geben. So können ein paar Personen durchgehen und die wollen für dich beten. Und wir wollen zum Schluss noch singen. So ist der Jakobus uns sagt. Halleluja. So, ihr seid Leute, wer noch singen will, jemand ans Taub kann, weil ich singe. Habt einen schönen Sonntag, ihr seid gesegnet. Separarme de ti, Dios. Si aún cuando te fallo, aquí estás.
amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, So, je kan in Gemeinschaft fahren, Terere drinken, een schöne Tijd haben. Wir sehen uns nächstes